Wir sind gerade jetzt in einer Miniserie unterwegs. Die Miniserie heisst «Ganz von Herzen». Ganz von Herzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr Fan von dieser Serie, weil die Idee war, und ich gebe es gerade zu, es ist nicht so mega gut aufgegangen mit der Terminplanung und so, und dann hast du da noch eine Predigt und da noch eine Predigt und kannst irgendwie nicht so mega thematisch einen Schwerpunkt setzen. Dann haben wir gesagt, hey, komm, wir machen doch eine Serie, die nennen wir «Ganz von Herzen», und die Idee ist, wer immer dann predigt, der darf ein Thema bringen, das ihm ganz am Herzen liegt. Das habe ich cool gefunden. Ich darf heute am Morgen über ein Thema mit euch reden, das aktuell mich beschäftigt, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat und wo ich einfach etwas möchte mit euch teilen von was mich im Moment beschäftigt, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Und das Thema, das ich mit euch heute Morgen möchte teilen, das ich möchte anschauen, ist das Thema Heilig. Heilig. Und im Schweizerdeutschen ist das ja nicht ganz einfach, weil ich meine nicht so heilig, wie Gott heilig ist, sondern ich meine Heilung, also wenn der Körper geheilt wird. Genau. Um das Thema möchte ich mit euch heute Morgen einfach nachdenken, in die Bibel reingehen und schauen und lernen, hey, was gibt es dort für uns nicht alles. Sind ihr ready für das? Sicher? Oh ja, so ein bisschen, hä? Okay, ich nehme, was ich bekomme, aber bevor wir einsteigen, möchte ich mit uns jetzt zusammen beten und möchte einfach bitten, dass Gott doch das, was ihm auf dem Herzen ist, ganz fest auf unsere Herzen hineinlegt. Ist das gut? Ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er heute Morgen schreibt, dass er wirkt und dass er einfach unsere Herzen berührt, dort, wo er will, dass sie berührt werden. Und so möchte ich dich einladen, Heiliger Geist, komm du heute Morgen, weh du mit deinem Wind, komm du mit deiner Gegenwart und beweg du das in unseren Herzen, was du willst anlangen, was soll bewegt werden, dass du bewegen. Ich bitte dich um Schutz, dort, wo das Thema vielleicht schwierig ist, dort, wo es uns herausfordert. Dort bitte ich dich jetzt einfach schon, dass du uns dort darauf vorbereiten und dass wir erleben, wie wir verändert werden von deiner Gegenwart heute Morgen. Und alle, die einverstanden mit mir sind, die dürfen gerne sagen Amen. Amen. Hey, Thema Heilig. Ich möchte gerade einsteigen mit dieser Story, die ich erlebt habe, wo jemand geheilt worden ist. Und zwar, ich würde sagen, so crazy, übernatürlich, wie ich das je erlebt habe. So richtig eine krasse Heilung in dem Sinn. Und zwar war es so, ein Freund von mir hatte einen Sohn, der krank war. Und das schon seit mehreren Wochen. Der Elia ist mit Fieber im Bett gelegen. Und das Fieber war relativ hoch, so 40 plus Fieber über mehrere Wochen. Ist nicht ganz easy gewesen. Und was die Eltern fast am meisten gestresst hat, ist, dass er nicht in die Schule gegangen ist. Und so hat er mir das erzählt, oder? Ja, der verpasst das ganze Schulstoff und das wird mega schwierig, das wieder aufzuholen. Und eigentlich wäre jetzt so Prüfungsvorbereitungszeit und er kann nichts und ist nur am Schlafen den ganzen Tag und es ist einfach nicht eine einfache Situation. Und ich habe dann am Papi gesagt, ja, wenn du willst, würden wir schon auch vorbeikommen als Gemeindeleitung, so wie wir das regelmäßig machen, wie wir das anbieten. Und er hat dann gesagt, ja, kommen doch vorbei. Und so sind Samuel Holland und ich sind dann bei ihnen vorbeigegangen, bei ihnen in die Stube gekommen und nach ein paar Sätzen reden und heute zusammen, wie geht's? Nicht so gut, wir haben das krankes Kind, ja stimmt, wegen dem sind wir ja da. Haben wir nachher uns Zeit genommen, zum Betten für den Elia. Und wir haben so die Hände aufgelegt und alle Eltern, die Kinder haben, die kennen das Gefühl, oder? Du langst das Kind an und du merkst, ja, das hat Fieber, oder? Das spürst du gerade, vor allem als Eltern, wenn du Kinder anlangst, die Fieber haben, das glüht so richtig, oder? Und das ist einfach, das fühlt sich komisch an, wenn du so jemanden anlangst mit Fieber. Und genau so haben wir unsere Hände aufgelegt und haben gerade gemerkt, ja, das ist tatsächlich ziemlich hohes Fieber. Und wir haben dann für den Elia gebetet, so wie wir eigentlich immer das machen. Jakobus 5,16 in die Bibel gegangen, geschaut und gelesen, was dort steht. Und hey, wer krank ist, soll die Ältesten rufen, die sollen beten. Und das wird etwas bewirken, ist grobe Zusammenfassung. Das haben wir gesagt und dann haben wir gebetet, so wie wir eigentlich das immer machen, so wie wir normalerweise halt beten für kranke Menschen. Nicht irgendwie mega heilig oder mega besonders Gegenwart Gottes gespürt oder so, nichts. Einfach alles so wie wir das immer machen, oder? Genau so, oder? Und dann nach dem Gebet hat
Elia gesagt, ja, er sei jetzt müde, er geht doch schlafen jetzt. Oder? Und das war anscheinend so seine Routine gewesen. Am 9 Uhr war er müde und ist schlafen. Und ist dann aufgegangen ins Zimmer und wir haben noch ein bisschen, sind wir noch ein bisschen geblieben für Chit-Chat und sind noch, ja, einfach noch ein bisschen geredet. Und dann plötzlich kommt Elia wieder ab und sagt, du, mir geht's gut. Und dann haben wir ihn wieder angelangt, oder? Vorher heiß, jetzt normale Temperatur, oder? Thermometer vorgenommen, nachgemessen, Fieber ist einfach weg gewesen. Von einem Moment auf den anderen ist das Fieber einfach übernatürlich. Gott hat eingegriffen und hat Elia an diesem Tag eigentlich geheilt. Und wir sind alle überrascht gewesen. Und das ist komisch. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich ist es komisch gewesen, dass wir überrascht sind, dass jetzt Gott einfach eingegriffen hat und den Elia geheilt hat. Und doch ist es irgendwie so ein Wow-Moment gewesen, wo wir einfach gemerkt haben, hey, wow, jetzt hat Gott gerade einfach etwas gemacht und hat den Elia geheilt. Und am nächsten Tag hat er wieder in die Schule dürfen. Genau, das sind dann so die Kehrseiten von Heilung, gell? Du musst am nächsten Tag wieder in die Schule und dann geht es eben wieder weiter, so wie vorher. Aber wir sind dort mega fasziniert von dem, was Gott gemacht hat. Und ich möchte mit euch einfach das Thema Heilung heute Morgen ein bisschen anschauen, um was geht es. Und einsteigen möchten wir mit, ich denke, einer der berühmtesten Textstellen, wenn es um Heilung geht. Und die Textstelle ist eigentlich eine krasse Textstelle. Die ist aus mehreren Gründen krass. Vor allem ist sie krass, weil sie ist 700 Jahre geschrieben worden vor Jesus seiner Zeit. Und jetzt, ich meine natürlich Jesaja 53, Vers 4 und 5. Und dort lesen wir, wie der Prophet etwas sagt über einen kommenden Knecht Gottes, was der nicht wird machen. Und ich möchte es mit euch gerade anschauen. Ihr könnt gerne mitlesen auf dem Bildschirm aus Jesaja 53, Vers 4 und 5. Und dort steht: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist es nicht krass, wie Gott das gemacht hat, dass das prophezeit worden ist? 700 Jahre. Das muss man sich irgendwie so mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, was wir nicht für eine krasse Bibel haben. Ich finde fast kein anderes Wort als krass, weil es einfach krass ist, was Gott da gemacht hat. Und jetzt kommt Jesus 700 Jahre später und stirbt am Kreuz für dich und mich, auf dass unsere Schuld vergeben wird. Und mehr noch, dass unsere Krankheit in seinen Wunden geheilt ist. Und was mich fasziniert an dieser Bibelstelle ist die Verlinkung von Vergebung und Heilung. Vergebung und Heilung im gleichen Kontext erwähnt. Also, so wie er unsere Sünde vergeben hat, so sind wir in der gleichen Wunde, in der gleichen Tat, sind wir geheilt und Krankheit hat er auf sich genommen. Ich kann es da einfach so in diesen 2 Schlagwörtern so für euch jetzt mal so zusammentun. Vergebung und Heilung, Sünde und Krankheit. Und für ganz kurz, für die das noch nicht wissen oder noch nicht kennen, Jesus Christus ist tatsächlich der Sohn Gottes gewesen. Er ist auf die Erde gekommen und hat das Leben gelebt, das du und ich eigentlich hätten sollen leben, aber nicht haben können. Nämlich ein sündloses, perfektes Leben. Auf das, dass unsere Schuld, dort wo wir Fehler gemacht haben, dass das auf ihn gegangen ist und dass er mit dieser Schuld am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und das ist unsere Vergebung. Die Sünde hat er getragen. Das Wort, das da gebraucht wird, ist getragen. Er hat die Sünde getragen. Und im gleichen Text, im gleichen Vers, im gleichen Kontext steht, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Auch genau so, wie er Sünde getragen hat, hat er Krankheit getragen und wir sind geheilt in seinen Wunden. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das ein Problem. Soll ich euch sagen, was das Problem ist?
Das Problem ist, also mit der linken Seite von dem Bildschirm habe ich kein Problem. Vergebung und Sünde und so, das ist so real, wie es nur real wird in meinem Leben. Das ist mein Bekenntnis. Hey, ich lebe für das. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass Jesus meine Vergebung ist. Dass meine Sünde auf ihm ist. Und dass ich dementsprechend wirklich vergeben bin und frei bin. Das Problem ist, ich bin auch krank. Seht ihr jetzt das Problem, das ich habe? Merkt ihr es ein bisschen raus, oder? Ich habe mehrere chronische Krankheiten. Und das Problem ist, dass in diesem Bibeltext steht, so wie unsere Sünde vergeben ist auch unsere Krankheit getragen von ihm. Die Frage dementsprechend ist, wie kann es sein, dass wir Sündenvergebung haben und trotzdem krank sein können? Ist das auch ein Problem für euch? Oder bin ich der Einzige, der mit dem am Kämpfen ist? So, die Frage, okay, wie geht das genau, oder? Jetzt kann man ja vielleicht auch sagen, okay, Michael, du hast ja schon gesagt, das ist eine alttestamentliche Prophezeiung, oder? 700 Jahre vor Jesus. Vielleicht hat der Prophet irgendwie etwas anderes gemeint mit dem. Vielleicht gibt's ja, weißt du, das kannst du jetzt nicht einfach auf dem einen Vers aufbauen und sagen, okay, das ist genau das Gleiche, und wie soll das gehen? Das Problem ist, mit dieser Gedanken, das hört ziemlich gleich auf, weil in Matthäus 8, Vers 16 finden wir genau das Gleiche. In Matthäus 8, 16 bis 17 schreibt Matthäus Folgendes. Am Abend brachte man viele Dämonen, beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheit. Also der Matthäus braucht genau die Bibelstelle, die wir am Anfang angeschaut haben. Und sagt, da mit Jesus hat sich das erfüllt. Jesus hat unsere Krankheit getragen, hat es auf sich genommen. Genauso wie er unsere Sünde auf sich genommen hat. Ein bisschen später, im 1. Petrus 2, Vers 24, können wir Folgendes lesen. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Da wieder, genau im gleichen Kontext, genau im gleichen Zusammenhang wie Sündenvergebung. Kannst du vielleicht nochmal zurückgehen auf die erste Folie, wo heilig gegenübergestellt ist, wo Jesus sagt, hey, genau so, wie eure Sünde getragen ist von Jesus, genau so ist unsere Krankheit getragen von Jesus. Und das finden wir mehrmals in der Bibel. Und ich finde, das stellt doch jetzt die offensichtliche Frage, wie können gerettete Menschen krank sein? Wie kann das sein, dass ich voll und ganz gerettet bin? Dass ich voll und ganz der Überzeugung bin, Jesus Christus hat meine Schuld auf sich genommen. Yes. Ich bin vergeben. Yes. Und genau im gleichen Sinn hat er meine Krankheit auf sich genommen und ich bin geheilt. Yes, aber irgendwie auch no. Weil ich bin nämlich einfach immer noch krank. Also ich habe immer noch Diabetes Typ 1. Das ist eine unheilbare Krankheit. Wenn ich meinen Blutzucker messe, ist das einfach eine Realität, dass die Krankheit immer noch da ist. Ich habe keine Schilddrüse, ich muss jeden Morgen Hormone essen. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich massive Probleme. Also, wie geht das jetzt miteinander, dass in der Bibel im gleichen Kontext gesagt wird, es gibt Vergebung von der Sünde und es gibt Heilung von der Krankheit, weil Jesus hat es auf sich genommen. Und das möchte ich mit euch jetzt ganz ein bisschen anschauen. Und zwar habe ich auf dem Flipchart etwas vorbereitet. Genau, so sieht das aus. Keine Angst, ihr habt es gerade auf dem Bildschirm, ihr seht es dann auch, was da vorne steht. Ihr seid nicht rausgelassen, genau, da habt ihr es. Wir haben eben Sünde und Krankheit, die Jesus auf sich genommen hat. Und ich möchte mit euch jetzt zusammen einfach kurz anschauen, okay, wie sieht denn das genau aus? Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat? Also,
Sünde ist rot, genau. Wir gehen schnell go auf dem Flipchart schauen, was das jetzt bedeutet, was das jetzt macht. Dürfen gerne mit mir mitmachen. Wenn Jesus die Sünde auf sich genommen hat, was sind die Konsequenzen von der Sünde? Tod, genau. Ewiger Tod. Wir lesen das im Römer 6, Vers 23. Dort steht, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das steht im Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also folgende Frage. Wenn Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, was heisst denn, also Konsequenz ist Tod? Im Himmel, was bedeutet das für im Himmel? Gibt es dann den ewigen Tod noch im Himmel? Nein, gibt's nicht mehr, oder? Ist nicht so schwierig. Ihr dürft gerne einfach mitmachen. Ist nicht wie in der Schule, ich probiere euch nicht reinzulegen oder so, sondern es ist genau kein von diesen fiesen Lehrern, der irgendwie schwierige Fragen stellt, sondern mein Wunsch ist, dass wir es alle begreifen heute. Ist gut. Also es gibt keine schwierigen Fragen in dem Sinn. Genau. Also, im Himmel ist die Konsequenz von der Sünde, wo der Tod ist aufgehoben, oder? Weil er hat meine Schuld auf sich genommen. Richtig? Das heisst, ich habe ein ewiges Leben. Ich darf darauf glauben, darauf hoffen, darauf vertrauen, dass ich eines Tages wird im Himmel sein bei Jesus Christus. Und übrigens, das ist der Grund, wenn du Christen triffst, sollten die in der Regel mit Hoffnung unterwegs sein. Ja? Wenn du Christen triffst, die sollten hoffnungsvoll sein, weil die wissen, das ist meine Realität. Eines Tages werde ich bei Jesus im Himmel sein und das ist meine Hoffnung, an der habe ich fest. Weil Jesus hat die Konsequenzen vom Tod aufgehoben. Im Himmel gibt es keinen ewigen Tod mehr. Jetzt die Macht der Sünde, Römer 6, Vers 14. Dort steht, die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Also es gibt eine Macht von der Sünde, die auf dieser Erde ist. Was ist die Macht von der Sünde? Die Macht von der Sünde ist, dass du nicht anders kannst als sündigen. Das ist die Macht der Sünde. Und die Bibel sagt, wir sind, wenn wir auf die Welt hineinkommen, in das System hineingeboren. Sind halt irgendwie ein Teil, sind irgendwie der Macht der Sünde schutzlos ausgeliefert. Wenn dich das ein bisschen interessiert, wie das genau aussieht, kannst du gerne Römer 7 mal durchlesen. Der Paulus beschreibt das dort sehr, sehr eindrücklich, wie das sich anfühlt und wie das aussieht. Er sagt, hey, das Gute will ich tun und kann es doch nicht, weil irgendwie zieht mich etwas immer wieder zum Schlechten. Und das ist die Macht der Sünde. Also wenn Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und mich, ist dann die Macht noch im Himmel von der Sünde? Nein, ist sie nicht. Genau, richtig, sehr gut. Und dann die letzte Frage, ist dann Sünde im Himmel noch gegenwärtig? Gibt es dann noch Sünde im Himmel? Auch nein, sehr gut. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ist die Konsequenz von der Sünde auf der Erde aufgehoben? Nein, die ist nicht aufgehoben. Wir müssen heute genau noch so gerade stehen für das, was wir falsch machen, auf dieser Erde, in dieser Realität, wo wir drinnen leben, weil das halt so ist. Also du kannst nicht eine Bank ausrauben und nachher am Richter sagen, hey, sorry, ich habe Jesus hat meine Sünde getragen und so. Und der Richter sagt dann, easy, kein Problem, behalte Cash, kannst gehen. Jesus hat es für dich ja getragen, keine Konsequenzen und so. Das ist aufgehoben. Nein, die Realität auf dieser Erde ist, Sünden, die verursachen reelle Konsequenzen da auf der Erde. Und die Konsequenzen, die sind nicht einfach so per se aufgehoben, oder? Okay, dann auch einfach. Wir fangen an mit Gegenwart und Erde. Gibt es dann Sünde noch auf dieser Erde? Das ist nicht so schwierig. Gell? Da können wir alle sagen, ja, da musst du nur eine Zeitung aufschlagen. Und das ist relativ schnell sichtbar. Ja, es gibt tatsächlich auf der Erde gibt's noch Sünde. Du. So, sei. Die Lehrerin wieder, gell? Hat jemand aufgepasst? Mal, es gibt noch Konsequenzen. Und mal, Sünde ist noch gegenwärtig auf dieser Erde. Jetzt, Macht, das ist ein Spannender. Können wir Christen, die sagen, Jesus hat meine Sünde getragen, können wir immer noch unter die Macht der Sünde kommen?
Okay? Also, grundsätzlich ist es eigentlich nein. Ich erkläre es gerade noch. Yeah? Ja, ist eine allgemeine Frage, muss ja sein, oder? Eine allgemeine Frage pro Predigt darf ich mir leisten. Es ist so, Jesus hat uns befreit von der Macht der Sünde. Jetzt ist es aber immer noch so, dass Sünde gegenwärtig ist auf dieser Erde. Es gibt immer noch Sünde. Und das bedeutet, Christen, die sagen, Jesus hat meine Schuld getragen, er hat mich befreit von der Sünde, er hat die Macht gebrochen von der Sünde, können trotzdem immer noch sündigen. Oder? Bin ich nicht der Einzige? Genau. Es ist gebrochen, aber es ist doch so, weil sie gegenwärtig ist auf dieser Erde, können wir immer noch sündigen. Das geht. Das geht. Befreite Christen, wo im Himmel nie mehr werden sündigen, die gar nicht mehr in der Sünde sind, wo von dieser Macht von der Sünde befreit sind, können irgendwie trotzdem immer noch sündigen auf dieser Erde. Das könnt ihr. Sogar du kannst das. Und ich mache das. Okay. Dann lass uns jetzt übergehen zu der Krankheit. Wir machen es einfach, oder? Machen wir fast forward. Konsequenzen? Nein. Macht? Nein. Gegenwart? Nein. Im Himmel gibt es keine Krankheit mehr. Im Himmel ist jede Wunde geheilt. Es gibt keine Tränen mehr zum Abwischen. Jesus hat ein und für alle Mal weg da, was schlecht ist in dieser Erde. Okay? Und im Himmel gibt es keine Krankheit mehr. Niemand von uns wird leiden, keine Schmerzen mehr erleben, sondern wir werden komplett befreit und geheilt in die Gegenwart Gottes dürfen sein bis in alle Ewigkeit. Jesus hat den Preis ein und für alle Mal gezahlt. Tatsächlich alle Krankheit auf sich genommen. Im Himmel ist es absolut nicht mehr gegenwärtig. Gibt es Krankheit jetzt noch auf dieser Erde? Ja, es gibt immer noch Krankheit auf dieser Erde. Konsequenz von Krankheit, muss man die tragen jetzt da? Ja, genau. Ich muss Insulin spritzen, ich muss Tabletten essen, das ist nicht irgendwie einfach weg plötzlich, von einem Tag auf den anderen. Und können in dem Fall Christen heute noch krank werden? Eigentlich nein, weil Jesus hat ja Konsequenzen trägt, oder? Er sagt doch, er hat uns heil gemacht. Er hat es auf sich genommen. Aber genauso, wie weil Sünde noch Realität und gegenwärtig ist auf dieser Erde, können tatsächlich befreite Christen irgendwie immer noch manchmal krank werden. Und ich glaube, das ist genau der Realität, wo wir jetzt unterwegs sind. Jesus kann eingreifen, er kann und er wird Menschen heilen. Er kann und er tut Heilung bringen. Aber jetzt habe ich noch eine weitere Frage für euch. Für das brauche ich meinen schwarzen Stift. Wie genau erlangen wir dann Vergebung von der Sünde? Wie genau können wir das in Anspruch nehmen? Oder wie genau bekommen wir den Fakt her, dass Jesus jetzt in meinem Leben meine Sünde auf sich genommen hat? Und da gibt es zwei Wörter und die finde ich sind essentiell wichtig. Sie ist nämlich ganz und gar reine Gnade. Es ist reine Gnade, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass er die Sünde auf sich genommen hat. Ich bekomme das nicht, weil ich irgendetwas geleistet habe oder weil ich irgendwie besonders eine Tat vollbracht habe, sondern es ist 100% absolute Gnade vom Vater, dass er seinen Sohn auf die Erde da hat. Und es ist Gnade, es ist Gnade durch Glauben. Es ist Gnade vom Vater, wo wir durch Glauben empfangen. Das ist nicht umgekehrt. Es ist nicht Gnade, es ist nicht Glauben durch Gnade. Weil dann wäre es ja wieder meine Leistung, oder? Dann hätte ich ja wieder so viel Glauben gehabt, dass es jetzt funktioniert, oder? Der Glaube ist nicht das, was die Stärke ist. Der Glaube ist das, was der Schlüssel ist,
wo das Schloss aufmacht. Gnade ist es, die Kraft, die die Türen aufgestoßen hat. Und wo mir den Zugang ermöglichen zurück zum Vater. Versteht ihr den Unterschied? Wenn es umgekehrt wäre, dann könnten wir jetzt irgendwie in gewisses Maß auch wieder stolz sein auf uns und sagen, hey, ich habe so viel Glauben gehabt, dass das gelangt hat für meine Rettung, oder? Und das ist es absolut nicht. Niemand von uns kann irgendetwas tun, auf das wir die Sünde wegnehmen von uns. Es ist ganz und gar 100% Gnade von Gott. Und jetzt kommt mein Herzensanliegen. Der Teil, der mir so wichtig ist, den ich mit euch möchte teilen, wo Gott mich bewegt und beschäftigt. Ich glaube, mit Heilig ist es im Fall nicht so viel anderes. Die zwei Sachen sind irgendwie zusammen verlinkt. Und mein Herzensanliegen ist, dass wir wieder vermehrt von Menschen beten, die krank sind. Dass wir wieder vermehrt auf die Gnade Gottes hoffen. Dass wir Menschen bringen, die krank sind. Und dass wir nicht Menschen, die krank sind, die es schwer haben, die am Boden sind, dass wir die noch nachgingen und sagen, du hast halt zu wenig Glauben gehabt. Ich glaube nicht, dass das Maß vom Glauben entscheidend ist für Gottes Aktion, sondern Gott ist grundsätzlich ein gnädiger Gott. Gnade ist es, wo Sünde befreit. Und Gnade ist es, wo Heilig bringt. Und es ist nicht das Maß vom Glauben, wie viel, dass man da aufbringen kann. Und mein Wunsch ist es, dass wir wieder neu eine Gemeinde sind, die für Menschen, die krank sind, betet. Wo sie vor Gott bringen und sagen, hey, lass uns doch einfach jetzt zusammen beten. Hoffen wir auf Gottes Gnade. Bringen ihm das her. Im Wissen, dass Krankheit immer noch gegenwärtig ist. Im Himmel nicht mehr, aber jetzt auf Erden schon. Und dass darum Christen auch krank werden können. Und dass Menschen ganz allgemein krank werden können. Aber dass Gott tatsächlich seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, auf dass er Sünde auf sich nimmt. Und auch, dass er Krankheit auf sich nimmt. Dass wir Zugang haben zur Vergebung und zur Heilung. Und das wäre jetzt mein Herzensanliegen. Dass wir mehr wieder neu den Mut haben, einfach zu sagen, hey, schau, ich verstehe vielleicht jetzt nicht ganz alles, wie das ganz genau geht, aber was ich weiss ist, wir haben einen guten Gott. Darf ich für dich beten? Dürfen wir einfach die Krankheit jetzt vor Gott bringen? Auf dass wir vermehrt erleben können, wie Menschen geheilt werden und dass wir nicht überrascht sein müssen, wenn er es tatsächlich tut. Ja? Ich habe mir vorgenommen, dass immer, wenn jemand mir erzählt, dass er krank ist oder dass etwas nicht gesund ist, dass ich einfach frage, hey, ist es okay, wenn ich für das bete? Und im ersten Moment, wenn man sich das überlegt, und das wäre mein Herzensanliegen, hey, was wäre, wenn wir das vermehrt würden alle machen? Einfach Menschen, die Krankheit haben, das Angebot machen, hey, könnten wir für das beten jetzt gerade? Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die Nein sagen. Christen vielleicht schon. Spannenderweise. Aber nicht Christen, die sagen eigentlich immer, ja, bringt es nicht zu Schatz nichts, oder? Also, ja, bet doch. Und es gibt Möglichkeiten für Gott zum tun. Und sogar wenn nicht etwas passiert nachher, wenn Menschen nicht geheilt werden, glaube ich trotzdem, dass sie merken, dass da jemand ist, der Anteil nimmt. Ich hatte das mal einmal gehabt, in einem Bus bin ich unterwegs gewesen und habe wie gemerkt, die Frau vor mir, die da im Bus vor mir sitzt, die hat irgendwie Rückenweh. Und dann habe ich eine Busfahrt lang mit Gott gerungen und gesagt, nein, muss ich jetzt wirklich, und das ist doch peinlich und ich will eigentlich nicht. Und dann ist die Busfahrt dann eben doch zu Ende gekommen und wir sind ausgestiegen, alle, es war Endstation. Und ich habe mich einfach dann gefragt, hey, könnte es sein, dass sie Rückenschmerzen haben? Einfach gefragt. Und sie hat gesagt, ja, ich habe Rückenschmerzen. Und hat sie angefangen, ihre Historie aufzuzählen und gesagt, das und das und das und das und das. Alles ist nicht gut mit mir. Und in fact, ich bin jetzt gerade unterwegs zum Arzt. Der sollte jetzt dann gerade etwas diagnostizieren oder etwas machen, weil eigentlich ist alles falsch mit mir. Mein Körper ist so eine Ruine, das sind so ihre Worte gewesen. Und dann habe ich sie einfach gefragt, hey, wäre es okay, wenn ich für sie beten würde? Und sie hat gesagt, ja bitte, bete für mich. Und ich habe für die Frau gebetet und während dem Gebet mit auf dem Bahnhof in Baden sind ihr einfach Tränen runtergelaufen. Die war zutiefst berührt vom Fakt, dass einer würde anhalten, das warnen und das Gebet anbieten. Wir haben dann Ciao gesagt, ich weiss nicht, ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sie gerade geheilt war in dem Moment. Ich habe jetzt irgendwie nicht gerade
etwas gesehen in dem Moment. Aber der Fakt ist, sie war zutiefst berührt vom Fakt, dass ich ihre Gebete angeboten habe. Darum glaube ich nicht, dass es viel Enttäuschungen wird geben, wenn wir das machen. Und wenn wir uns einfach mehr getrauen, zum Menschen fragen, kann ich für dich beten? Auf dass Jesus gnädig ist. Ja? Also ich möchte dir jetzt auch ein Angebot machen. Wir steigen jetzt wieder ein, eine Zeit von der Anbetung. Wir haben das Gebetsteam, das ready ist für dich. Hey, wenn du jetzt etwas hast, wo nicht gut ist in deinem Körper, dann nimm doch Gebet in Anspruch. Lass uns doch glauben, dass Jesus Krankheit trägt und dass er Heilung bringt. Auch heute noch, da in unserer Zeit. Sogar in der Schweiz kann Gott heilen. Amen. Lass uns beten und dann lass uns einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er gestorben ist für uns am Kreuz, dass er Vergebung von der Schuld ermöglicht hat und dass er Krankheit auf sich genommen hat. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du kommst und dass du einfach heute am Morgen in dieser Zeit der Anbetung Menschen berührst und dass du Heilung bringst. Nimm du jetzt physische Krankheit auf dich heute an diesem Morgen und mach du Menschen gesund, da wo wir sind. Wir befehlen uns dir an und wir wollen zu dir kommen. Du hast dich uns vorgestellt als Jehova Rapha, der Gott, der heilt. Er, der unsere Krankheit nimmt und uns gesund macht. Und so kommen wir heute Morgen zu dir, lieber Vater. Amen.